Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movie-Illusion. Heute mit dabei die meine Wenigkeit, der Corby, die meine Wenigkeit, ja, und die zweite die Wenigkeit. So, jetzt wird's komplex. Mike, hi Mike. Servus, grüßt euch. Schau, die Eröffnung ist halt schon kompliziert und das gerade, weil wir einen komplizierten Film haben. Und weil wir so einen komplizierten Film haben wir gesagt, das schaffen wir eigentlich allein gar nicht. Deswegen haben wir... Habt so einen komplizierten Gast. Genau. Nein, einen unkomplizierten Gast zum komplizierten Film. Richtig. Deswegen ist heute ein Gast mit dabei und zwar Stefan Jung. Hi Stefan. Ja, habe die Ehre. Servus. Gefällt mir, dass ich dabei sein darf. Möchtest du dem einen oder anderen Hörer, der dich noch nicht kennt, vielleicht die Möglichkeit geben, dass du dich vorstellst? Ja, das mache ich sehr gerne. Erstmal freue ich mich, dass ich dabei sein darf, um ein bisschen auf Bayerisch zu reden, was ja durch meine, sagen wir, Teilaufzucht in Bayern und Co-Ehe mit meiner Frau in der Heimat zustande kommt, werde mich jetzt aber ein bisschen ins Hochdeutsche begeben, weil die Leute von Deep Red Radio und Booklet Texten, sie denken, was ist das, der Typ? Sprechen wir mal ordentlich. Also, ich bin der Stefan. Also ich spreche normal bayerisch ordentlich. Bin filmverrückt, Filmliebhaber seit über 20 Jahren. Bin seit, jetzt muss ich überlegen, 2017 beim Deep Red Radio mit dabei, wenn es vielleicht 5 Jahre. Und bei anderen Podcasts als Gast beim Bahnhofskino gern, beim Patrick Lohmeier. Und schreibe Booklet-Texte seit 4,5 Jahren. Habe Filmwissenschaft studiert, Medienwissenschaft in Regensburg und Filmwissenschaft aktuell noch in der FU Berlin. Mache ich jetzt neben dem Job seit einem Semester dazu, ist meine Leidenschaft. Bin also filmwissenschaftlich geprägt. Mir liegt aber viel daran, dass es verständlich ist, was ich sage und schreibe und halt trotzdem mit Tiefgang auch sein darf. Bin aber auch für einen Scherz zum haben, auch wenn es jetzt viele vielleicht nicht glauben. Deswegen ist es wirklich befreiend, einmal jetzt bei euch dabei sein zu dürfen. Und ich habe mir auch schon für Titel, Thesen, Temperamente oder wie das bei euch heißt, da was zusammenzuschreiben am Schluss. Wird zünftig, ja. Also vielleicht noch zu Possessor. Ja, da habe ich, den habe ich auch gesehen vor 1,5 Jahren schon in so einem Arbeitsstreaming-Link. Und da lief der gerade auf die Festivals in die Staaten rauf und runter. Da gab es einen englischen Streamer. Screener, sage ich mal, und hat mich umgehauen das erste Mal. Habe ich den sitzen lassen, nach 3 Wochen wieder geschaut und habe mir gedacht, das ist ein besonderer Film. Dann kam der ja noch mit viel Verspätung in Deutschland raus. Ich kürze es jetzt ein bisschen ab, ne, und dann erst gekürzt ins Kino. Und dann durch den Kontakt von Turbine kam eben die Zusammenarbeit für das Mediabook, was herausgekommen ist. Jetzt im Februar und da ist so ein ziemlich dickes Booklet geworden, ja, mit 68 Seiten. Und hat mich sehr gefreut, dass sowohl also der Labelchef oder das ganze Team das befürwortet haben, das so dick zu drucken. Und die machen ja gern dicke Booklets und halten sich da nicht zurück. Und ich glaube sogar, das kann ich jetzt sagen, weil es ist ja offiziell raus, MGM, die haben ja so ein bisschen Vorgabe von Zeichenanzahlen. Die haben sich dann sogar nach Rücksprache mit Brandon Cronenberg, weil der auch mit Turbine da in Verbindung stand, der hat gesagt, der möchte es da unzensiert drin haben und das ging dann tatsächlich offiziell durch. Also der Text, ich hatte schon eine zur Hälfte gekürzte Fassung vorbereitet für den Ernstfall. Das ist glücklicherweise nicht dazu gekommen. Mhm. So, jetzt bin ich durch, das bin ich, hallo. Also für alle, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, wir reden heute über Possessor. Genau. Von Brandon Cronenberg und der Mike erklärt jetzt, um was es im Possessor geht. Gell, das ist eine richtig dankbare Aufgabe. Das ist eine richtig dankbare Aufgabe. Also ich werde es aber jetzt auch noch kurz anreißen, weil wir werden im Laufe des Gesprächs dann sowieso noch weiter ausholen. Aber gerade einmal so weit. Die Tassia Voss ist eine Auftragskillerin, die im Auftrag von einer Firma Zielpersonen aus dem Weg räumt, um ihre Ziele durchzusetzen. Und in dem Fall sagt man, dass sie quasi bei dem Colin, dem werden quasi in den Kopf wird etwas implantiert, dass sie quasi sein Körper mit ihrem Geist übernehmen kann, um dann auftragsgemäß einen Mord
zu vollüben. Aber mit was sie nicht so gerechnet hat, das ist, dass sie der Colin in seinem Körper zur Wehr setzt oder in seinem Geist zur Wehr setzt und die Tassia hat auf alle Fälle, hat kein leichtes Spiel im Kopf vom Colin. Und es entbrennt da ein Kampf, der physisch und psychisch ist. Geht das ungefähr hier, oder? Ja, super. Ja, perfekt, ja. Ich habe jetzt gerade erwartet, du liest einfach ein paar Seiten aus dem Mediabook vor. Niemals. Jetzt ist ja so, ich hab Possessor, den hab ich zum ersten Mal gesehen, und zwar im Dezember 2020, da habe ich mir die US Blu-ray importiert, weil es da eben geheißen hat, da ist die Unrated-Version drauf. Und im Vorfeld habe ich mich ja schon mit dem Ding unterhalten, mit dem Florian Scheurer vom Hardline, der den ja auf irgendeinem Filmfestival schon gesehen hat, und der hat gesagt, der kommt bei uns nie ungeschnitten raus. Da haben wir gedacht, auf jetzt Zwick, da muss ich mal schauen, und vor allem, wie es dann geheißen hat, das ist der Film oder der zweite Langfilm vom Sohn vom einem meiner absoluten Lieblingsregisseure, David Cronenberg, hat mir gedacht, den Film brauche ich. Hat man dann schenken lassen zu Weihnachten, und es war dann ein richtig besinnlicher Abend, wenn wir den Film angeschaut haben. Erst der kleine Lord und dann Possessor, gell? So ungefähr. Ja, und ich war sofort schockverliebt. Also es war ein Erlebnis. Jetzt habe ich ihn dann eben auch nochmal auf Deutsch gesehen, im Zuge der Mediabook-Veröffentlichung von Turbine, und ja, das hat sich eigentlich nur gefestigt. Also ein grandioser Film, der mich wirklich total gefesselt hat, von Anfang bis zum Schluss. Schön. Also ich muss auch sagen, ich habe den Film jetzt erst vor kurzem gesehen, und zwar nachdem ich mir das Mediabook geholt habe. Und dann wollte ich jetzt erstmal das Mediabook anschauen, dann hat's aber, glaube ich, gleich bei einer der ersten Seiten gelesen, heute aus, erst mal den Film anschauen, dann in das Mediabook reingucken. Tja, jetzt habe ich erst den Film gesehen und dann relativ spät ins Mediabook reingeschaut und war dann auch überrascht, dass das wirklich über 60 Seiten sind. Wie kurz war dann die Kurzfassung von dir, Stefan? Ja, die Kurzfassung wären dann so halt um die 32 Seiten gewesen. Okay. Und hast dann nur mal große Teile von der Handlung einfach weggelassen, oder? Ja, das ist jetzt dieses halbierte Mediabook ist ja ein Work in Progress, unveröffentlichtes Ding. Da kann ich jetzt bloß so viel dazu sagen. Wenn du so eine Textvorgabe, also im Präzedenzfall kürzen musst, kannst du eigentlich nur so rangehen, dass du 2 komplette Kapitel komplett streichst. Weil du kannst ja nicht in deinem Text rumhäckseln und recyceln, das wird ja unverständlich. Das sind ja zusammenhängende Absätze. Also habe ich, glaube ich, 2 Absätze komplett weglassen und 2 Absätze stark gekürzt um die Hälfte. Aber das ist ja jetzt im Prinzip konjunktiv, darum geht's ja nicht mehr. Warst jetzt aber nicht traurig, dass du zuerst einen Film gesehen hast und dann das Booklet, oder? Weil so kehrt es ja eigentlich. Nein, traurig war ich da nicht. Oder liest du, weil du gesagt hast, da stand das drin, weil das liest man ja jetzt nicht, weil ich das reinschreibe, sondern bei alle, das ist ja immer Spoilergefahr. Oder liest du vorher gern schon so zur Einstimmung Texte und schaust da dann erst einen Film an? Also meistens, bis die Playstation irgendwann mal den Film lädt, schaue ich halt dann mir schon mal die Bilder dann die da mit drin sind. Okay. Was habe ich mir davor angeschaut? Da habe ich mir Lamp angeschaut. Da ist in dem Mediabook wirklich hauptsächlich so Konzeptzeichnungen mit drin. Und die habe ich mir dann vorher angeschaut, was dann aber auch ein Fehler war, weil ich mir dann gedacht habe, verdammt, jetzt weiß ich eigentlich schon, was jetzt in dem Film ist. Aber ja, stimmt. Also eigentlich sollte man diese Mediabook-Seiten vorher auch nochmal verschließen und dann, weiß ich nicht, am besten mit einem Code versehen, der erst am Ende vom Film kommt, damit man dann wirklich erst dann das Ganze lösen kann. Das ist mal eine Marktlösung. Hey, das müssen wir mal vorschlagen. Also erstmal bedanke ich mich sehr höflich, dass ihr da so schön die Mediabooks gelesen habt. Das gefällt mir natürlich sehr stark, ja. So. Und wie hat dir denn der Film gefallen, Corby? Mir hat er gut gefallen. Ich habe davor halt schon Verschiedenes gehört. Also es gibt ja welche, die sagen, sie verstehen den Film nicht und er gefällt ihnen dann nicht, weil er dann nur zusätzlich so ein bisschen wirkt wie ein Drogentrip. Ich muss sagen, dadurch, dass ich mich darauf eingestellt habe, dass ich einen Film sehe mit sehr viel, ja, wie soll ich sagen, Effekte, wo man relativ wenig CGI oder gar kein CGI benutzt hat, war ich allein schon drauf gespannt, was ich halt dann da für Bilder sehe. Und da, ja, wird man ja überschüttet mit grandiosen Farben und Bildern und, wie schon gesagt, auch Effekten. Also von dem her, rein von der Machart her, finde ich den Film brutal gut. Ich muss sagen, dass man komplett versteht oder nur mehr auf ein paar mehr Details achten kann, sollte man sie auf jeden Fall zweimal anschauen.
Aber also ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich das Mediabook habe und dass der Film jetzt in meiner Filmsammlung einen Ehrenplatz hat. Aber schön. Ja, Mike, du hast gesagt, dir hat er gefallen. Was hat dir denn am Film gefallen? Wenn ich jetzt sage, alles, hört sich das blöd an, aber der Film ist so ein rundum Sorglos-Paket. Also das, was der Film abliefert, ist genau das, was mich anspricht. Also der Film ist wirklich sehr slow-paced. Er nimmt sich Zeit für die Charaktere, die aber eigentlich bloß angerissen werden, weil du erfährst ja von den Charakteren nicht viel. Das ist im Endeffekt nur so eine Momentaufnahme von dem Leben, von den zwei Kontrahenten, sage ich jetzt einmal. Man erfährt zwar nicht viel und man hat auch nicht wirklich einen tiefen Einblick, aber trotzdem bist du voll involviert in dem ganzen Szenario. Und wirklich auch die Effekte, ich meine, ich glaube, dass ja wirklich bloß ein oder zwei digitale Effekte im Film vorhanden sind. Der Rest ist wirklich mit praktischen Effekte umgesetzt worden. Zum Beispiel auch die Szene, wenn man dann sagt, okay, die Tassia wird jetzt in den Körper eingespeist vom Colin, wie das gemacht ist mit den schmelzenden Gesichtern und sowas. Unfassbar. Also sowas nimmt mir immer voll mit, wenn man dann sagt, okay, da hat wirklich einer die Eier, sage ich schon fast einmal, dass man sowas wirklich umsetzt, ohne dass man die ganze Zeit nur immer einen PC hernimmt für sowas. Was heißt die Eier, die Geduld? Ja, auch. Und dann natürlich, also die Gewaltdarstellung ist natürlich auch grob. Ist selbst, wo ich eigentlich immer eher befürworte, also wenn es zu lasch ist, aber in dem Fall wie die Gewalttaten ja ausgeführt werden, es hat ja auch wieder einen Sinn, warum und wie. Also hat in dem Film alles Hand und Fuß. Auch die Darstellung vom Kampf im Kopf vom Colin, wenn sie quasi die Tassia und der Colin im Kopf gegenseitig bekriegen oder bekämpfen oder einer kämpft über die Vorherrschaft im Kopf wieder zurückkriegt und wie das umgesetzt ist, also fand ich unglaublich gut. Also es wird ja im Endeffekt auch nicht ganz so viel erklärt, man muss sich selber auch viel zusammenreimen, aber es wird visuell so gut dargestellt, dass es für mich total schlüssig war, wo es eben gerade der Film von mir möchte. Und sowas finde ich immer ganz stark. Also er fängt jetzt nicht mordsmäßig zum Erklären an, wie heißt der Interstellar, wie heißt der Regisseur? Christopher Nolan. Ja, genau, wie es der Herr Nolan gern mag, der wo wirklich Exposition hoch 8 betreibt und in dem Fall bist du als Zuschauer wirklich auch gefordert. Und das finde ich ganz stark an dem Film. Mhm. Also ihr beiden habt jetzt eigentlich schon 3 Aspekte angesprochen, die ich sehr wichtig und interessant finde. Erstmal der vom Corby, dass er gesagt hat, beim zweiten Mal zieht der Film so richtig. Das kann ich nur bestätigen. Beim ersten Mal habe ich den geschaut und war vor allem vor dem Ende so überrollt und geschockt und so, wow, und krass. Mhm. Und hat erstmal gesetzt und der hinterlässt dich schon so ein bisschen depressiv nachdenklich und der ist ja schon düster, ne? Und dann denkst du erstmal so, boah, und das ist alles so trist und traurig, aber gut gemacht und spannend und packend. Und beim zweiten Mal, finde ich, siehst du halt dann so viele Details, was du dir beim ersten Mal so halbwegs zusammenreimst, was beim zweiten Mal dann so ein Gesamtbild langsam ergibt. Ich finde, beim dritten Mal gibt er dann auch nochmal was. Dann habe ich ihn erst im Kino gesehen. Zwar leicht Cut, aber halt mit super Ton und Bild und das war nochmal toll, weil, wie ihr schon gesagt habt, der zweite Punkt, die Ästhetik, das ist ein Film, der dich halt über die Bilder so reinsaugt. Ja. Und ich gebe dir recht, Mike, genau, ich meine, ich mag an Christopher Nolan und die Filme, aber er betreibt wirklich Exposition stark. Du hast bei Inception am Anfang extrem auserklärt, viele, die treffen sich erst dann, wie geht denn das und der und das. Und das ist ja bei Possessor genau der Witz oder der krasse Effekt, dass du den Film betrittst durch eine Wirtsfigur, also durch die afroamerikanische Frau, die ja schon besessen ist von ihr, wo du nicht weißt, wer ist das, was ist das überhaupt, wirst so reingeworfen in das Geschehen, dann wird einer krass killt, dann wird sie zersiebt und dann gibt's erstmal so Wake-up-Moment, also quasi so dieser Holt-mich-zurück-Moment, so dieser Kick, ja, und dann, jetzt geht die Story erst los, sodass du vom Anfang an denkst, boah, was war denn das jetzt gerade, Achterbahnfahrt, pures Kino, ne? Mhm. Das ist der zweite Aspekt, genau. Und dass du gesagt hast, die Charaktere haben nur so angerissen. Und das ist ja das, was ich im Booklet auch lang beschreibe, finde ich so Intention vom Film, dass du hier Figuren siehst, wie sie Figuren spielen. Wir erfahren nicht irgendwie lange Hintergrundgeschichte, selbst wenn sie am Anfang kurz ihre Familie besucht und dann der Bruder spielt mit der anderen Puppe, was ja auch wieder ein guter Hinweis ist auf den ganzen Film. Oder das wird bloß so kurz angerissen. Eigentlich ist wichtig zu wissen, dass sie sich einüben muss, einstudieren muss, wie begrüße ich meine Familie an der Tür. Ja. Das ist ja das Krasse am Anfang. Was macht denn die da eigentlich? Also, dass du quasi ihr beim Leiden zuschaust, wie sie sich eigentlich immer verstellen muss, jemand anders nachmachen, ja, was ja ihr Hauptjob ist. Und deswegen sehen wir ja Figurenhüllen, die in andere Figurenhüllen wieder schlüpfen. Und das
kann man jetzt langweilig finden und manche sagen, das ist irgendwie charakterlos oder leer oder der Film ist sehr kühl und kalt, aber ich fand es sehr spannend eben, was der ganze Film draus macht, ja. Absolut. Und es ist ja zum Beispiel wieder nie, meine ich, wirklich geklärt, wo es jetzt mit der Firma, was die Firma eigentlich möchte. Ja, genau. Das ist ja bloß im Endeffekt der Lieferant für die Ausgangssituation und dann wird er quasi übergeben an die Figuren. Ganz genau, also die ganze Hintergrundgeschichte, Sue Through oder die Firma, für die Gerda, die Jennifer Jason Leigh da die Chefin ist, was die genau im Hintergrund da abspinnen, das spielt keine Rolle nicht. Also dieses ganze politische, wirtschaftspolitische, sondern es geht um die Figuren selber. Ja. Ich habe die ganze Zeit vom Stil her, also wirklich fast ununterbrochen an Black Mirror denken müssen. Und hab mir gedacht, das kann jetzt so die finale Folge Black Mirror sein und dann ist die Serie gar. Bin ich eigentlich voll bei dir. Also so wie das ganze aufzieht, die sind auch mit den Gefahren der von Technologie und so Geschichten, mit dem befasst sich ja Black Mirror stark und also im Grunde hast recht. Also man kann das wirklich als Black Mirror Folge verstehen. Genau, man würde einfach reingeschmissen. Also einfach mal von vornherein in die Situation. Da habe ich mir dann schon gedacht, gut, sobald ihr das im Podcast sagt und der Kani ist dabei, dann wird er mir wieder anschreien. Ich soll ja aufhören, das immer wieder zum Erwähnen. Aber dieses Mal finde ich, passt sehr gut. Das stimmt. Ja, ich gebe euch jetzt da kollegial recht. Ich muss aber zugestehen, ich habe Black Mirror, habe mal 2 Folgen gesehen und das ist auch schon wieder 3-4 Jahre her. Glaubst du, gibt es die schon so lange, die Serie? Ja. Also ich muss da bin ich ja ehrlich, da kann ich jetzt gar nicht so mitreden. Also ich weiß das Konzept ungefähr von Black Mirror und habe 2 Folgen gesehen. Da könnt's mich jetzt auch schelten. Ich habe Black Mirror nicht einmal da ein Booklet geschrieben oder erwähnt. Aber wenn das so funktioniert für die, ist doch super. Passt doch. Ja, weil einfach von der Thematik her mit dieser, es ist ja eine Parallelwelt, kann man ja sagen, wo halt die Technologie nun mal einen ganz anderen Standard hat und ganz anders ausschaut. Also da gibt's ja dann teilweise, und das hast du ja in dem Booklet, glaube ich, auch so beschrieben, dann teilweise Geräte, die halt total altmodisch ausschauen, einfach nur wie so ein ganz Kastel, aber ja offensichtlich ziemlich viel dahinter steckt. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen der auch der ästhetische Schick-Ansatz von dem Film, weswegen mir auch gefällt, der Brandon Cronenberg, der macht so Mixtur, so eine Mischung. Man würde sagen, vielleicht Bricolage. Bei Blade Runner hast du das, beim Ridley Scott Blade Runner sehr stark. Du hast alte architektonische Stile, wenn der Rick Deckard, also im Originalfilm natürlich, da durch das L.A. läuft, durch das regnerische L.A. und dann hast du so moderne, futuristische Gebilde direkt daneben. Und Ridley Scott das hat mir, sein Audiokommentarstelle hat mich sehr geprägt, da hat er erklärt, er hätte mal recherchiert damals und da wurde ihm damals in den 80er schon gesagt, so im Stil von Hongkong und den Metropolen in Asien, dass eigentlich in der Fläche irgendwann kein Platz mehr ist bei den Städten und dass sie dann in die Höhe bauen und durch diese unterschiedlichen Altersstufen der Gebäude schichten sich immer wieder mehrere Altersschichten, Stilschichten übereinander und dann hast du so ein Mischmasch. Und um jetzt den Kreis zu Possessor zu schließen, ich glaube, das gefällt dem Brandon Cronenberg einfach, also dem Sohnemann, klassische Autos da mal kurz durchfahren zu lassen. Du hast ja dann an einer Stelle so klassische Autos, die so wie aus die 60er, 70er wirken. Ja, also auf keinen Fall 80er, auf jeden Fall früher. Ich glaube 60er, 70er. Mhm. Und du hast auch dieses Eigenheim von dem Sean Bean gespielten Chef von der Firma, John Pars, glaube ich, ne, heißt er. Und da kommt die so rein und er hat dieses Empfangsdiner oder Geschäftsessen oder empfängt die Leute da. Und es ist ja wie so ein römischer Tempel, schaut das aus. Und so ganz klassisch. Also du hast schicke Architektur mit drin und du hast auch, wie du sagst, so eher so Retro-Science-Fiction-Gebilde, wie was ein bisschen an THX erinnert. Und eigentlich muss man ja sagen, an die Geräte, an die sie so gekoppelt sind, die erinnern ja stärker an Existenz von vor 20 Jahren, als an jetzt aktuelle Produktion und aktuelle Filme. Ja, aber ich denke, das ist ein Stil, der sich bewährt hat. Diese Mischung aus die Stile hast du ja auch in der Star Wars Prequel-Trilogie oder generell bei Star Wars. Ich weiß nicht, die Serien habe ich auch nicht gesehen, aber habt ihr die Mandalorian-Serie, da ist das bestimmt auch so. Du hast immer wieder alte Mischungen, alte Stile und neue Technologie nebeneinander, oder? Ja, genau. Das ist die totale Bedienung für die Fans der ersten Trilogie im Endeffekt. Ja, richtig. Kommt mir gerade bei The Book of Boba Fett also vor, als wenn es einfach nahtlos übergeht. Das finde ich ziemlich grandios. Also vielleicht können wir ja auch mal, weil du gesagt hast, die Effekte haben brutal gut und es ist natürlich schon Fanservice. Also in einer Welt, wo du viel CGI, mittlerweile gibt es ja sehr gute CGI-Effekte, also gibt ja immer dieses Hybrid, diese Mischung aus praktischen und CGI-Effekten. Ich habe ja nichts gegen CGI,
Aber wenn es dann so gemacht ist, dass du halt wirklich nur die Pixel siehst, ich sage jetzt mal Stichwort Roland Emmerich, egal welcher Film, es ist wurscht, du siehst halt immer irgendwo Pixel. Und dann hast du jemanden wie Michael Bay, würde jetzt nicht sagen, ist der Meisterregisseur, aber wenn du dir Transformers anschaust, die Actionsequenzen, das ist das so eine geniale Hybris aus CGI, Transformers-Effekten und realen Explosionen. Der nutzt halt schon nur, also was nicht, 4 Teile habe ich gesehen, wie viel gibt's? 5, 6, keine Ahnung. Du siehst halt schon wieder richtige Sachen pyrotechnisch in die Luft fliegen. Und das Schlimmste, finde ich, was es gibt, ist CGI-Feuer. CGI-Feuer oder CGI-Wasser, weil diese natürlichen, starken Elemente, das sieht das menschliche Auge, wenn es echt ist oder wenn es gefaked ist. Das stimmt, ja. Und jetzt hast du natürlich bei Possessor, wenn du den UHD anschaust und auf Pause drückst, siehst du natürlich auch das Latex, das ist klar. Also die Maskeneffekte sind teilweise so krass haptisch, dass du sagst, ja, das erinnert eigentlich an 80er Jahre Kino teilweise, ja. Stark. Die schmelzenden Gesichter, das ist aber nicht Latex, oder? Das ist tatsächlich irgendwie Wachs. Ja, oder eben Wachs. Also ich bin mir mit den Materialien jetzt nicht so fit, aber das wurde dann per Wachs geschmolzen. Es gibt da dieses schöne Special auf der Blu-ray, die ist auf der deutschen drauf. Die Freude am Praktischen, also The Joy of Practical heißt das Originalfeature. Und da siehst du, wie sie das Gesicht, glaube ich, so umgedreht haben nach unten und wie sie es genau mit Wachs so abschmelzen und die Tropfen so runterfließen und haben das so gefilmt und für den Film haben sie es halt einfach um 180 Grad gedreht, sodass die Tropfen halt nach oben wegfließen. Ja. Aber das kannst du ja alles machen. Das sind halt fotografische Effekte und das ist halt schön. Du kannst mit fotografischen Überblendungen ziemlich geile Effekte erzielen. Und man muss auch erwähnen, bei Possessor, der Kameramann Karim Hussein, der ist ja selber Regisseur, der hat ja einige Filme gemacht. Ich weiß nicht, ob Entschuldigung, ist es der Subconscious Cruelty Regisseur? Genau, wollte ich gerade sagen, ja. Genau, Subconscious Cruelty, das ist eigentlich so sein berühmt-berüchtigster Film. Und Kameramann war er für verschiedene Sachen, unter anderem Hobo with a Shotgun, wo er schon mit diese krassen Farbkontraste rumgespielt hat. Ne? Ein Ding Hannibal, glaube ich auch, oder? Die Serie. Kann sein, dass er da 2 Episoden gemacht hat, ja. Ja, stark. Sehr stark. Auch vom Soundtrack her, das ist auch wieder so ein Fall, wo ich sage, er ist wirklich nicht penetrant im Vordergrund, aber unterstreicht das Ganze unglaublich gut. Also ich war von dem Soundtrack auch total begeistert. Ja, das freut mich zu hören, weil ich sehe das ähnlich. Der Jim Williams hat hier da einen sehr tollen Ambient-Score geschaffen und es gibt ja 2 Lager. Es gibt ja die Lager, die sagen, Ambient geht immer und wenn es gut gemacht ist, so wie ich, sage ich, komme ich damit super klar. Ja. Beziehungsweise habe auch richtig Lust auf atmosphärische Ambient-Musik, muss ich sagen. Und es gibt ja das Lager, das sich so pro klassische Filmmusik sehr stark einsetzt und sagt, ja, wenn da kein Orchester spielt und wenn die bloß noch am Rechner was programmieren und Ambient Drone Sounds, was du alles digital erzeugen kannst, was aber gut klingt, dann sind halt einige raus. Und ich muss sagen, also wenn der Ambient Score gut und unterstützend wie hier eingesetzt ist, hat der seine volle Berechtigung, finde ich auch. Ja, es muss ja auch zum Film ein wenig passen. Also ich kann mir jetzt bei dem Film kein Orchester wie bei Herr der Ringe vorstellen oder irgendwie so, weißt du? Oder macht jetzt der John Williams, macht jetzt einen Soundtrack zu Possessor. Kannte man null vorstellen. Also da hat jetzt das perfekt passt. Doch wie bei Dune, weißt du? Also ganz im Hintergrund einfach eine schreit. Ja, die ist ja jetzt Oscar prämiert, gell? Ja, völlig zu Recht. Also für mich hätte Dune sämtliche Oscars gewinnen können. Und den Rest hätte man einfach absagen können. Ja, okay, da können wir ein bisschen über Dune reden, genau. Also ich finde, mit den 5 Oscars ist auf jeden Fall gut bedient und das ist okay, aber... Da kommt noch mehr. Wenn da der zweite kommt, die heben sich das jetzt auf, die machen es wie bei Herr der Ringe. Und dann, wenn das Finale rauskommt, dann gibt's die wichtigen Oscars. Meinst? Ja. Also die Oscars können wir bei den Flops am Schluss noch, sorry. Und ja. Was war denn so euer Highlight im Film oder wo ihr gesagt habt, so die Stelle oder die ist euch jetzt nicht nur durch die Haut, sondern auch unter die Haut gegangen und vielleicht so 1, 2 Stellen, wo ihr gesagt habt, oh, da habt ihr jetzt aber mal vielleicht lang nachdenken oder vielleicht einmal so wegzuckt oder gesagt. Cool fand ich, wo ihr Psyche in ihrer Psyche rumgrabt und sie dann quasi ihr die Gesichtshaut runterzieht, sitzt sie selber auf und durchforstet dann ihr Unterbewusstsein. Die Szene fand ich unglaublich gut. Das war dermaßen gut gemacht, auch mit dem quasi, er tarnt sie quasi als sie mit der Gesichtshaut und stöbert da rum und so, das fand ich unglaublich gut. Also ich klammer jetzt mal das Ende aus und dann muss ich sagen, hat mir tatsächlich gleich am Anfang diese Anfangssequenz am meisten beeindruckt. Das, wo sich die Dame, wo ich den Namen nicht weiß, gleich, die den ersten Mord dann vollzieht, sich dieses Kabel in den Kopf einschirbt
und dann diese verschiedenen Gesichtsausdrücke dann durchmacht. Weil da war ich dann schon, okay, um was geht's jetzt da genau? Und was steckt da dahinter? Und das fand ich schon allein cool. Und dann eigentlich ja bis zu der Sequenz, wo sie dann auch das erste Opfer tötet, weil man dann gedacht hat, boah, ich bin jetzt echt gespannt, wie es an der Stelle weitergeht. Der Rest war auch cool, aber so das war das, wo ich mir jetzt noch am ehesten dran erinnern kann, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt bin ich sehr gespannt, um was es in dem Film geht. Ich habe dem eigentlich jetzt erst einmal, das möchte ich einfach so stehen lassen, so nichts hinzuzufügen. Das sind zwei sehr schöne Stellen, wie ich finde. Ich habe das ja auch beschrieben mit dem Emotionsapparat, wo man dann gleich so gecatcht wird, was sehe ich eigentlich? Und dann regelt sie so zum Weinen und zum Lächeln hin. Aber du schon das spürst, eigentlich hat die Maschine ja die Kontrolle über die Emotionen. Und es ist nicht echt, es ist irgendwie gefaked. Und was kommt daraus? Was entwickelt der Film für eine Story daraus? Es fand ich auch ein sehr gelungenes Intro, muss ich sagen. Auch gekoppelt mit diesem Erlösungsschuss, der da nicht funktioniert, diese Störungen, die sie dann schon hat. Ja. Sie will sie ja da rauskicken aus dem Geschehen, durch diesen Knockout, durch diesen Schuss. Das hat mir so ein bisschen so an Videodrome erinnert, wo sie also die Waffe an den Kopf hält und sagt, Long live the new Flash, und dann ist Film aus und dann kickt er sie raus oder auch nicht. Und dann müssen es aber die anderen machen. Das heißt, irgendwas in ihr kämpft dagegen an. Und dieser Widerstand, das zu spüren, da haben wir gedacht, oh, das kann interessant werden, ja. Das ist ja dann im Endeffekt auch dasselbe, warum dass die Gewalttaten an die Opfer so exzessiv sind, oder? Weil im Endeffekt die Besessenen ja immer einen Bezug haben zum Opfer und irgendwie wahrscheinlich einen negativen Bezug, weil die dann quasi total ausleben, was eigentlich im Unterbewussten für die Person empfinden oder der schon immer oder wollten. Sehe ich das richtig? Es ist genau der Punkt am Anfang, wo man drüber nachdenken darf und soll, und wo der Film auch, finde ich, so ein bisschen so körperphilosophische Qualität hat, weil du sagst es genau richtig. Warum ist dieser erste Mord so krass? Er ist ja wirklich unglaublich brutal und man denkt zuerst, es ist einfach nur krass, was soll das? Aber im weiteren Verlauf wird ja geklärt, okay, dieser Bezug zur Psyche, der kann bestehen. Es wird zwar bei der Holly, heißt es am Anfang, der afroamerikanischen Frau und diesem dick beleibten Mann, der vielleicht Anwalt ist, man weiß nicht, oder was der ist, irgend so ein Geschäftstyp, wird es ja nicht auserklärt, was haben die zwei vielleicht gehabt oder wer ist das genau. Aber es wirkt erstmal so, aber wenn es nicht begründet wird, wie so ein Racheakt. Also so kommt es rüber. Und ich finde, der lässt es ganz geschickt offen und lässt da Freiraum für uns zum Interpretieren. Der erste Gedanke, den ich gehabt habe, war, okay, das ist jetzt gerade ein Programm. Das ist vielleicht gerade irgendein Trainingsprogramm, wo sie verschiedene Möglichkeiten trainiert, wie kann sie den am besten umbringen. Ja. Also da war ich noch gar nicht so weit, dass ich mir gedacht habe, dass das jetzt die tatsächliche Gegenwart ist. Ich muss ja dazu sagen, das habe ich mir dann auch erst beim zweiten Mal gedacht. Also beim ersten Durchlauf, wie gesagt, die Aussage steht, das war einmal durchgeschaut und denkt man so, wie so ein Trip. Und am Ende, vielleicht auch noch mit dem Ende, wo es dann noch diese leichte Pointe gibt, die düstere, dann beginnst du den Film, wenn du ihn einmal durchgesehen hast, nochmal ein bisschen zu überdenken. Aber beim ersten Mal denkst du über sowas nicht nach, das stimmt, beim zweiten Mal dann. Ja, aber du sagst ja, Mike, warum sind die, also ich fand es auffällig, gerade beim zweiten Mal, sie hat ja die Waffe. Und warum benutzt sie dann auf einmal ein Messer oder spitze Gegenstände? Und warum so grafisch, ja? Das muss einen Grund haben. Und da, finde ich, vermittelt der Film, ohne das eben auszuerklären, irgendwelche Triebe, irgendwelche dunklen inneren Triebe, die scheinbar irgendwo da sind, und die werden dann durch diese grafische Explizitheit ausgelebt. Soll heißen, ich finde, Possessor ist ein Film, wo man wirklich differenzieren muss. Die grafische Explizitheit ist halt, finde ich, nicht selbstzweckhaft. Ist bei einigen Filmen sicherlich nicht selbstzweckhaft, aber hier finde ich das absolut funktional, weil dadurch dargestellt werden soll, wie gestört sind eigentlich die Figuren oder in welche Richtung werden sie getrieben, gesteuert. Also durch dieses Übermaß, durch diese Übertreibungen hat es ja einen Schock auch auf uns, den es haben soll, dass wir darüber nachdenken, was passiert eigentlich gerade mit der Figur. Ja? Deswegen finde ich eigentlich jede Szene und jeden Effekt überlegt und sehr plausibel, muss ich sagen. Mhm. Und es kommt wirklich immer so rüber, wenn es persönlich war, weil es wird nicht mit der Schusswaffe gegangen auf Distanz, sondern wirklich mit der Stich- oder Hiebwaffe direkt persönlich auf den Charakter hin, und dann wird da Saures gegeben, so ungefähr. Stefan, du hast ja den Film natürlich sehr stark analysiert.
Jetzt angenommen, der Herr Cronenberg dreht einen zweiten Teil und du darfst ihm sagen, was er beim nächsten Mal auf jeden Fall anders machen soll. Was wäre das? Du meinst jetzt einen zweiten Teil von Possessor? Ja. Ja, da bin ich jetzt mal sehr mutig und behaupte, das ist ausgeschlossen, weil ich halte den für jemanden, der überlegt sich eine Story, ein Konzept, erzählt die einmal durch und das ist ja, glaube ich, wie bei seinem Vater. Ich meine, sein Vater hat auch nicht die Fliege Teil 2 gedreht, oder? Das war ja der andere Typ. Also das darf ich mir nicht anmaßen. Ich freue mich eigentlich auf sein Infinity Pool, was er da wieder Neues draus macht. Sorry, da kann ich deine Frage jetzt gar nicht so einsteigen. Muss aber zu sagen, ich finde Possessor einen extrem starken Sprung. Es waren ja ein paar Jahre dazwischen oder Fortschritt, Weiterentwicklung zu Antiviral. Ich finde Antiviral nicht schlecht, aber das ist so eine Fingerübung. Man schaut den Film und sagt, ja, der hat Qualitäten, da sieht man schon was, der kann schon was. Aber Possessor, finde ich, ist so respektabel aus einem Guss. Und der hat so einen Effekt, so eine Wirkung. Das ist so ganz und ganz so sein Film oder von seinem Team. Also, oder auf deine Frage doch zu antworten, ich darf ihm eigentlich nicht sagen, dass er was anderes machen soll. Also, soll er den Film einfach nochmal drehen. Okay. Ja, wenn du jetzt wirklich einen zweiten Teil machen müsstest, dann müsstest du quasi von der Firma auch mehr verzeihen und so und dass das Ganze dann so aufdröseln und vielleicht ein bisschen entmystifizieren oder Sachen reinbringen, die eigentlich gar nicht, oder für die Story eigentlich gar nicht so relevant sind, weil sie eigentlich um ganz was anderes geht und dann bist du eigentlich ganz weit weg von der ursprünglichen Vision, die quasi Possessor ja eigentlich war, kann man jetzt vorstellen. Ja, müssen wir überlegen, die Verdichtung, die sich hier in 100 Minuten bietet, ist ja eigentlich eine zutiefst persönliche Geschichte. Wir haben am Anfang gesagt, wir sehen eigentlich nur Figuren und keine ausgearbeiteten Charaktere. Und dann doch ganz am Schluss kommt dann so dieser ohne Kreis schließt sich, wo man sich die ganze Zeit denkt, das hat eigentlich immer so im Hintergrund nur eine Rolle gespielt und nur so leicht. So dass das habe ich ja zur Leo im Podcast gesagt, wenn man das jetzt mal ohne Kalauer und mal wirklich bitter ernst nehmen würde, wäre Possessor eigentlich der Film, der einem zeigt, wie schmerzlich und bitter das sein kann, wenn man einfach nur noch zu viel arbeitet. Weil sie arbeitet ja nur noch und löst sich in ihrer Arbeit komplett auf, also ihre komplette Identität. Und am Schluss, jetzt spare ich mal den Schluss nicht, also wir dürfen ja spoilern, oder? Ja, freilich. Ist ja dann die fiese Pointe, dass man weiß, okay, die Gerda hat sich selber ins Spiel inkludiert, hat ihren Sohn quasi in Besitznahme genommen, eliminiert dadurch ihren letzten möglichen Haltepunkt ihrer Familie, damit sie weiß, okay, meine Tassia bleibt in Zukunft nur noch die Auftragskillerin ohne Emotionen. Und da ist ja dann wieder das Briefing wichtig, was du am Anfang hast und wo sie am Schluss diese ohne Klammer, wenn man sagt, dass man das verstehen könnte oder sollte vom Film, diese ohne Klammer vielleicht bloß gibt, die wichtig war, dass das zweite Briefing am Schluss dann so läuft, wie sich die Gerda das vorstellt, nämlich, dass sie von dem getöteten Schmetterling erzählt und sagt, ich erinnere mich. Und damals beim ersten Briefing sagt sie, habe ich noch so leichte Reue gespürt. Ich weiß nicht, ob es um den Schmetterling ging, um ein anderes Tier. Von dem Großvater erzählt sie irgendwas von dem Tier. Und am Schluss sagt sie, ja, ich weiß nur, das Tier ist da und ich empfinde aber nichts mehr dabei. Ja? Also, dass das letzte Fünkchen Emotion rausgelöscht ist. Was das dann, wenn du sagst, sie ist einfach überarbeitet, sie ihren Burnout endgültig überstanden hat? Naja, nicht überstanden, sondern sie löst sich im Burnout auf und ist quasi komplett geburnoutet und wird nie wieder zurückkommen. Ah, okay. Und sie hat keine Familie, die sie irgendwie ablenken kann oder sowas. Sie ist jetzt die ultimative Mitarbeiterin. Oh Gott, oh leck. Naja, natürlich, das ist ja das am Schluss, ne? Also, ja. Dass dann die Jennifer Jason Leigh in einer so ganz kurz sagt sie ja, very good. Also bei diesem letzten Briefing und ihre Tassia antwortet auf die Fragen so, wie sie sich das nach Protokoll vorstellt und hackt es nur noch ab und sagt, okay, die Maschine ist jetzt perfekt. Ja. Und das ist halt bitter, ne? Also, ich meine, da hat ja der Arnie als Terminator mehr Gefühle. Das stimmt. Ja, war ein krasses Ende. Also das Wahnsinn. Vor allem auch die, was jetzt Schneid kann man nicht sagen, aber dass man wirklich dann auch den Tod vor dem Kind, explizit sagt, das ist schon hart und vor allem auch dann den Zwischenschnitt, wo sie nur schockierender findet, wenn man dann sagt, er schießt auf das Kind, aber in einem Zwischenschnitt sagt man sie schießen. Also im Endeffekt ist sie die bewusst auf das Kind schießt. Nicht er, sondern sie schießt bewusst auf das Kind und das fand ich sehr schockierend. Ja, genau, weil sie ja durch die gegenseitige Inbesitznahme gibt's ja dann so krasse Störungen, also so Distortions, dass
Ja, man weiß dann nicht mehr genau, will sie das eigentlich, aber letztlich tut sie es ja. Sie kann nicht mehr anders. Ja. Und das ist heftig, dass man diesen Zwischenschnitt noch sieht, genau. Die Szene ist ja auch bei der Unrated drin, aber bei der Kinofassung sieht man zumindest die eine Nahaufnahme dann nimmer von dem Kind, weil das dann zu krass gewesen wäre. Ja. Also ihr habt die gekürzte nicht gesehen, oder? Nein. Da kann ich ja kurz noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das habe ich ja auch im Schnittbericht, also den habe ich dann noch ausführlicher gemacht als bei Schnittberichte online, weil mir das für den Film wichtig erschien. Du hast am Anfang bei dem ersten Kill hast du Zensurschnitte, wo die Holly, also der Prolog, dann hast du einen ganz essentiellen Schnitt, den ich total bedauerlich finde. Da können wir vielleicht nachher nochmal kurz drüber reden, weil das eigentlich so diese hybride Identitäts- und auch Geschlecht und Gender sind ja 3 verschiedene Sachen, aber in einer Schwenkaufnahme erklärt, wenn sie, / er, mit seiner Freundin der Ava Sex hat und du dann oben sie siehst, also die Tassia, weiblicher Kopf, weiblicher Oberkörper, sekundäre Geschlechtsmerkmale und dann schwenkt es nach unten, aber als primäres Geschlechtsmerkmal siehst du halt seinen Penis. Du hast also quasi so sexuell hybride Figuren am Schwenk drin. Und diese Einstellung von dem Penis, den haben sie halt in der Kinofassung rausgeschnitten wegen Penis, ja. Aber das ist halt so entscheidend und es erzählt halt sehr viel. Es hat eine Bedeutung. Aber der Schnitt ist aber nicht wirklich nachvollziehbar, oder? Weil da hat es mittlerweile schon Filme ab 16 gegeben, wo man erigierte Penisse gesehen hat. Ja, verstehe ich auch nicht, ne? Verstehe nicht. Ja, aber nicht von hybriden Menschen. Das kann er sein. Na, aber also die Einstellung, so wie sie ja natürlich konzipiert ist und in der ungekürzten Originalversion gezeigt wird, die hat ja natürlich genau ihren Zweck. Also das sieht man und checkt ja eigentlich auch. Ja. Und warum die dann da noch schneiden, dann haben wir gedacht, das verstehe ich nicht. Aber das ist ja, glaube ich, die R-Rated-Fassung basiert auf den US-Schnitten und die sind ja besonders prüde. Okay, da geht es wieder um explizite sexuelle Inhalte, oder? Genau, das basiert auf der R-Rated-Fassung der USA, für die Minute kam. Und und wie gesagt, dann sind noch weitere Gewaltschnitte drin. Also vor allem dann die Szene mit dem Auge, wo er dem Jean Bean das Auge richtig rausgepult wird, die ist schon ziemlich derb. Ist halt so für die Splatter-Gorehounds, die dann sagen so, jawohl, jetzt haben sie es mal richtig gemacht. Ja, oder man kann es ja auch so sagen, dass man sagt, okay, der mit der Überwachungsfirma wird jetzt blind gemacht, oder? Ja, natürlich, das ist ja der Sinn. Auch, das habe ich ja gesagt, auch diese Szene hat ja ihren erzählerischen Zweck. Ja. Weil der ist ja genau wie du sagst, Spionagefirma und man könnte jetzt mit den Buchstaben spielen und kann sagen, through, dann kann man sagen, see-through, also Durchleuchtungsfirma, ich schaue da durch, von dem Namen von der Firma. Und dass der natürlich, er wird ja nicht ganz blind gemacht und manche haben schon gesagt, oh, Sean Bean im Trailer, der stirbt wieder. Und dann war es ja die Überraschung, dass er sogar überlebt diesmal. Jetzt habe ich aber einen Spoiler gemacht. Aber er wird natürlich auf einem Auge blind gemacht und zumindest das räumliche Sehen ist ihm ja dann genommen. Ja. Also es gibt schon ein paar Szenen. Ich habe dann die Schnitte zusammengerechnet. Das sind, glaube ich, 61 Sekunden reine Zensur und Gewaltschnitte und explizite Schnitte. Und wenn du das einmal aufsummierst, da kommt dann schon was zusammen. Auf jeden Fall. Das hört sich zwar jetzt alles so nicht fein an, aber sitzt dir mir nur 60 Sekunden hin, wie lang das ist. Das, Und vor allem, das kann ja also ein Gesamtkunstwerk, sag ich jetzt mal, ganz schön entstellen, vor allem in so Szenen, die eigentlich wichtig werden fürs Verständnis oder fürs Geschehen, sag ich jetzt einmal. Ja, das auf jeden Fall. Das ist aber ja bei fast jeder Kürzung der Fall. Ja, außer bei Crank, wo es einfach dann nur um Blinzeln geht und den sieht man jetzt eine Sekunde länger. Ja, dieser kurze Zensurschnitt, das ist ja Director's Cut und Kinofassung Vergleich. Ach ja, sorry, stimmt. Dann kann ich ja einen Film 18 Minuten lang länger machen, wenn ich einfach nur das Blinzeln nur länger mit reinschneide. Aber was ich auch krass finde in dem Film, das ist das Farbenspiel. Da kann man jetzt, glaube ich, einen Podcast aufnehmen, nur über das Thema Farbe, wie das in dem Film verwendet wird. Aber ich bin da wirklich nicht so firm in dem Ganzen, in der Metaphorik. Vielleicht weißt du da mehr, Stefan. Warum immer ganz viel Blau, warum ganz viel Rot, warum ganz viel Gelb? Ja gut, klar, danke. Das habe ich natürlich auch im Booklet ein bisschen geschrieben, habe überlegt, schreibe ich da ein paar Zeilen dazu und dann ist immer mehr geworden, weil mich die Primärfarben so beeindruckt haben. Er spielt natürlich wirklich stark mit Blau, Rot und Gelb. Und dann haben wir gedacht, Mensch, also schaust du den Film nochmal an. Und dann habe ich wirklich geschaut, okay, wann kommt Rot, wann kommt Blau, wann kommt Gelb. Und habe dann wirklich so ein recht deutliches Muster eigentlich erkannt. In dem Sinne, dass Rot als Aggressorfarbe eigentlich immer dann kommt, wenn Gefahr ist.
Jetzt abgesehen von dem roten Blut, was man natürlich auch sieht, das ist auch irgendwo Aggressorfarbe und die wird ja auch sehr deutlich gezeigt in die Effekte. Aber immer wenn rot war man, zum Beispiel die Szene, die du angesprochen hast, wenn er in sie eintaucht und ihr die Maske drüber zieht, also diese Bedrohung so kommt, dann schwingt es so im Rot mit, als Bedrohung. Blau als Farbe vom Unterbewussten vor die Träume, will ich sagen, es kann eine beruhigende Farbkomponente haben, aber Blau als Unterbewusstsein kommt vor allem in diesen beeindruckenden fotografischen Überlappungen. Und da möchte ich kurz auf den Kurzfilm hinweisen, den die beiden zusammen gedreht haben, der einen ganz langer, unaussprechlichen Titel hat. Also ich glaube, Speak Continuously and Describe Your Ideas as They Come to You, irgendwie so. Also ich habe den Titel richtig geschrieben. Den kann man leider nicht komplett bei YouTube anschauen, ihr könnt nur den Trailer finden. Und das ist auch das einzige Special, was leider nicht auf die deutsche VÖ geschafft hat, weil das ist bei der englischen Blu-ray ist dieser Kurzfilm mit drauf. Der dauert so 10-12 Minuten. Okay. Und der kam 8 Monate vor Possessor raus, ist auf dem Festival gelaufen. Ich glaube, das haben sie so als Fingerübung draht, so als Kurzfilm. Und dann haben sie gleich Possessor draht. Und da ist genau der Ansatz drin, dass eine Frau an einen Apparat angeschlossen ist und von jemandem befragt wird und sie dann durch ihre Gedanken oder durch ihre Konzentration oder was auch immer dann so in so traumwanderischen Welten ist, Gedankenwelten ist und die auch in so einem Dunkelblau immer so durchfetzen. Also du hast dann so Gesichter, die nebeneinander so überlagert haben, also schreiende Gesichter oder so verzerrte Figuren und Formen und die kommen permanent in so einem Blauton. Und das hast du in dem Kurzfilm auch schon drin und das haben sie in Possessor direkt übernommen. Ja, dann gibt's zum Beispiel eine Szene, vielleicht sollte man noch zu sprechen kommen. Ich finde es extrem beeindruckend, dass es dreht sich ja eigentlich der Film um sie als Auftragskillerin, aber der Fun Fact ist ja, wir sehen sie ja eine ganze Weile lang nicht. Am Anfang sehen wir sie nicht, weil die afroamerikanische Killerin, wie gesagt, ihr Wirtskörper auftaucht. Dann erwacht sie kurz, hat das Gespräch und dann beginnt ja schon dieser lange Auftrag, dass sie 3 Tage im Körper vom Colin sein soll. Und das finde ich beeindruckend, wenn dann in so einer Mischung aus Rot und Blau, also auf diesem Unterbewusstsein und schon der Gefahr, in so einem violett getünchten Schlafzimmer der Colin erwacht, also in seinem Bett, dem seiner Freundin. Und wir aber schon wissen, es ist ja sie, die in ihm erwacht, weil sie ist schon in ihm drin. Das heißt, ich fand eigentlich das Bemerkenswerteste an dem Film, abseits der Ästhetik und der Effekte und der spannenden Story und dieser düster spannenden Stimmung, ja, das Spiel vom Christopher Abbott, der den Colin spielt, weil er spielt von Anfang an eigentlich 2 Figuren, von Anfang an. Wir sehen wir eher bloß auf einem Beutel am Anfang, das ist der Typ, um den es geht, kümmert dich mal um den. Und dann erwacht er, also sein Spiel beginnt und er spielt ja eigentlich schon von Anfang an sie in seinem Körper. Ja, dann geht er ins Bad an den Spiegel und fasst sich unten an sein Geschlechtsteil, weil wir wissen, es ist ja sie, die jetzt in einem männlichen Körper ist und die muss sich erstmal neu entdecken. Es ist ja klar, völlig wie neu geboren. Ne? Aber er spielt es ja, also er als Schauspieler spielt ja sie. Es ist so doppeldeutig, beziehungsweise mehrdeutig. Ja. Also ich sehe darin eine starke Qualität und es ist ein ganz großartiger Schauspieler, der das da spielt. Das habe ich ja versucht, im Booklet mal zu betonen. Aber ich finde, das fällt eigentlich immer wieder unten runter, weil natürlich die Effekte und die Ästhetik im Vordergrund sind, aber dass sein Schauspiel eigentlich auch sehr tragend ist. Also ihr es natürlich auch, wir sehen sie ja auch, aber ja. Ja gut, das war jetzt eine Mischung aus Farben und Spiel. Ich hoffe, das reicht erst einmal. Voll, auf jeden Fall. Sehr gut. Ich darf ja sagen, wir haben eigentlich hübsch so weit durch. Ich darf jetzt fast wir kommen dann zu unserem Fazit, oder? Also das war's schon? Okay, gut. Ja. Ich dachte, wir reden jetzt da 3 Stunden drüber. dann hätten wir direkt einen Audiokommentar mit aufnehmen sollen. Das stimmt. Und Leute müssen dann ein bisschen was von dem Booklet auch lesen. Die müssen sich ein bisschen überraschen lassen auch. Passt. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Tops und Flops. Und Stefan, weil du ja der Gast bist, darfst du gern beginnen. Also pass auf, Tops alles, Flops keine. Na, so funktioniert das bei uns nicht. So funktioniert das bei uns nicht. Dann fängt mir der Mike an und sagt er, wie es geht. Okay, also, was ich an dem Film super fand, dass der für ein Zweitlingswerk so extrem audio- und audiovisuell stilsicher ist, dass du wirklich nicht glaubst, dass das einer von seinen ersten Filmen ist von Brandon Cronenberg. Der ist wirklich
für das, dass es ein zweiter Langfilm ist, sehr, sehr stilsicher. Und das fand ich an dem Film grandios. Also ist wirklich auch, wie der Stefan sagt, also ich habe auch fast keine Flops, oder ich habe eigentlich keinen Flop, aber das darf man nicht, weil der Corby flippt aus, wenn man keinen Flop sagt. Mein einziger Flop war vielleicht, dass ich sage, okay, ich hätte den Film gerne ein wenig länger gehabt. Ich bin zwar ein rechter Fan von so knackige 80 Minuten oder 1,5 Stunden, alles cool, aber der Film, der hätte von mir das gerne noch länger dauern dürfen. Sagt's mir noch mehr von dem ganzen Irrsinn, von dem Wahnsinn, der sich in die Köpfe abspielt. Fand ich geil. Und einfach nur ein wenig zu kurz. Okay. Corby, dann mach du weiter. Also top, ich hab's vorhin schon erwähnt, sind für mich eindeutig die praktischen Effekte. Also das finde ich echt geil. Ich hab mir den Film vor allem auch deswegen geholt, weil der Mike von Sofahelden ja bei uns bei den Warlex so von diesen praktischen Effekten geschwärmt hat, wo er auch gesagt hat, er hat jetzt sich den Film angeschaut und danach hat er dann beim Bonusmaterial gesehen, dass das ja wirklich alles praktische Effekte waren. Und dann hat er sich ja nochmal angeschaut und dann war er ja komplett geflasht. Das heißt, ich bin ja mit dem Wissen schon in den Film reingestiegen und muss auch echt sagen, das, glaube ich, sollte man auch den Leuten, die vielleicht das nicht ganz so viel mit dem Film anfangen können, dann auch ruhig nur mit auf den Weg geben, dass da halt wirklich alles praktische Effekte sind oder so ziemlich alles. Und das fand ich wirklich richtig, richtig geil. Flop-technisch gehe ich tatsächlich in die ähnliche Richtung wie du, Mike. Weniger vielleicht, dass ich noch länger gehabt hätte, sondern mich hätte nur mehr interessiert, was diese Firma vom John Pass, also vom Sean Bean, genau macht. Also da hätte ich gerne nur mehr gesehen, weil diese komische Arbeit, die kannst du ja nicht mal richtig beschreiben. Man schaut sich anscheinend irgendwelche Aufnahmen an von Sicherheitskameras, glaube ich, waren's, und bestimmt dann bei bestimmten Dingen, auf die man achten muss, wo das in dem Bild ist. Also für mich hat's so ausgeschaut, als lerne ich wahrscheinlich jetzt gerade irgendein Computerprogramm Dinge an, so wie es ja mittlerweile in jeder Capture-Abfrage gibt, weil jedes Mal, wenn man natürlich die Hydranten bestimmt, dann hilft bei dem Programm zu lernen. Also wahrscheinlich habe ich jetzt mehrere Leute sich da draußen verstört. Vor allem an Kani wahrscheinlich, der sich ja schon mal über Formulare aufgeregt hat. Aber ja, das war so das, wo ich mir denke, okay, das ist nur verbesserungswürdig. So. Ja gut, da kann ich gut mitmachen. Also da hast du es ja aber trotzdem jetzt schon gut erklärt eigentlich, was die Firma macht, obwohl du eigentlich nur wenig gesehen hast, weil genau darum geht's ja. Aber gut, kommen wir mal zu den Tops. Also ich finde es beeindruckend, wie ein Film auf der einen Seite so diese Freude am Praktischen wieder aufleben lässt, also fotografische Effekte, atmosphärische Bilder, diese haptischen Effekte, das Schauspiel, eine sehr clevere Story, die aber durchweg spannend ist. Aus einem Guss mitreißt und bei der Zweitsichtung viele Details und Parallelen auch bis zu den Figurennamen, alles hat irgendwo eine zweite Ebene, lädt halt extrem zum Wiederentdecken auch ein. Bedingung ist natürlich, dass es beim ersten Mal einem gecatcht hat oder gefallen hat. Da hatte ich jetzt auch schon 2 lustige Reaction-Videos gesehen, wo die Leute gesagt haben, den Film haben sie angeschaut und überhaupt nicht kapiert und was soll das und keine Ahnung. Und einer dann gesagt hat, ja, aber beim zweiten Mal ist mir dann vieles klarer geworden. Das hat mich dann sehr gefreut. Das heißt, ich finde es eigentlich ganz gut, dass der Film auch polarisiert, also nicht unbedingt für jedermann was ist, aber ich glaube schon, sich so seine Qualität bewahren kann und zumindest für die Leute, die ihn schätzen, glaube ich, wird er von Dauer sein. Das deckt sich ja ein bisschen mit dem, was du gesagt hast, Mike. Zweiter Film und schon so ausgreift. Ja, und jetzt fällt mir doch ein Flop ein. Achtung, aber es ist kein inhaltlicher, sondern ich finde es ein bisschen bedauerlich, dass man bei der deutschen Kinofassung, und das habe ich dann im Nachhinein erst rausgefunden oder gesagt bekommen, dass das Kinolabel halt diesen R-Rated-Cut von den USA zur Prüfung eingereicht hat. Weil siehe da, Turbine hat es ja geschafft, die Unrated-Fassung bei der Prüfung auch FSK 18 durchzubekommen. Da habe ich mir dann gedacht, wieso hatten das eigentlich das Kinolabel damals nicht versucht? Dann wäre der Film ja uncut ab 18 im Kino gelaufen. Und es war ja nur so ein ganz begrenzter Release und dann halt leider gekürzt. Naja, gut, ich stecke da nicht drin in der Politik, aber
Ich denke mal halt, wenn sie es vielleicht versucht hätten, eigentlich ist ja Kinoauswertung nicht ganz so streng wie Heimkino, oder sage ich es jetzt falsch rum? Ich glaube schon, im Kino kannst manchmal nur einen Film durchkriegen, der dann fürs Heimkino eher nochmal gekürzt werden muss. Ja, aktuelles Beispiel ist ja The Sadness zum Beispiel, der wo ja uncut bei uns im Kino läuft, aber ich gehe mir fest von einer SPJK-Freigabe dann fürs Heimkino aus. Ja, genau, korrekt. Und da habe ich mir halt dann gedacht, ja, warum haben sie es nicht probiert? Dann hätten sie einen FSK 18 bestimmt auch uncut durchkriegt. Ja, also fürs Kino. Ja, also vielleicht so als kleines. Ich hoffe, das war jetzt okay, Corby. Das war jetzt super. Ah, das war jetzt super. Puh. Ja. Dann kann ich halt nach beruhigt schlafen. Ja, okay, das war mir eigentlich wurscht, aber okay, dann soll es so sein. Fehlt dann nur noch ein Detail. Da wird der Kani meistens grantig, wenn wir es dann nicht machen. Lauter Soziopathen in der Gruppe, das ist unfassbar. Also außer die Gäste, ne? Natürlich, ausgenommen. Ja, weiß nicht, Mike, soll mal einen Triple Threat noch schnell durchhauen? Ja, freilich müssen wir einen Triple Threat machen, sonst verspringt uns der Kani an die Gurgel. Und zwar haben wir mir von unsere 3T was in Possessor. Und zwar haben wir mir nackte, entblößte männliche Trompeten. Ja, natürlich haben wir die Trompeten, aber halt eine Uncut-Fassung einmal. Und sie ist wichtig, die Trompete. Habe ich ja schon gesagt. Man sieht ja auch noch mehr Szene, wenn er quasi die Brille aufhat und die Vorhänge von denen im Liebespaar da begutachtet. Da sieht man so quasi nur mal, wie Sex haben am Bett. Und da siehst du auch die Geschlechtsteile, weiblich als auch männlich. Oh, krass. Ja, stimmt, die siehst du auch. Und auch das haben sie für die R-Rated-Fassung, Kinofassung aus alternativen Einstellungen gedreht, sodass du es da nicht mehr siehst. Ja. Okay. Aha. Genau, haben wir mir entblößte weibliche Schauwerte. Das hast du ja gerade auch schon gesagt. Stimmt, haben wir auch schon gehört. Haben wir tote Tiere? Naja, wenn man jetzt den Schmetterling als totes Tier bezeichnet, was ja natürlich der Fall ist. Natürlich. Oh, leck, der Film bietet alles. Ja. Wow. Jetzt ist der Kani beruhigt. Das ist auf jeden Fall. Da kann jetzt auch nichts mehr schief gehen. Also dann, meine Herren, schön, dass du dabei warst, Stefan. Super, dass du Zeit genommen hast. Möchtest du unsere Zuhörer noch irgendwas mit auf den Weg geben? Ja, bleibt der Movielusion treu. Das sind ganz feine Kerle. Und kommt's bitte alle zum Hardline Festival nach Ringsburg. Da seht's nämlich dann sowohl die Radionauten von Deep Red Radio als auch die Movielusioniere und Movielusionisten, Entschuldigung. Also das in Kombination, das ist eigentlich unschlagbar, wenn ich das mal so stolz sagen darf. Es hat die letzten Jahre super funktioniert, ja. Hey, ich war jetzt letztes Jahr nicht mit dabei. Und da war ich online und einmal habe ich aussetzen müssen. Ja. Aber da schließen wir auf alle Fälle an, jeder da draußen, der bei Deep Red Radio, der jetzt nicht weiß, um was das geht, der schnappt sich seinen Podcatcher, gibt Deep Red Radio ein und hört sich da durch tausende Stunden beste Unterhaltung und informative Filmgespräche. Natürlich schaut's beim Hotline vorbei, haben wir eine Folge aufgenommen, unsere letzten war Lex für den März, hört's da mir rein, dann wisst ihr irgendwas aus erster Hand vom Florian Scheurer, wie es im Festival abläuft, wo es im Festival läuft und wann und wie was zum Singen ist. Auch dir, Corby, merci dir und sagst die Leute noch, was da sollen? Ja, nachdem du mir jetzt die Moderation geklaut hast, sage ich natürlich dann zumindest als Trost, die Leute, was so da dürfen. Ihr dürft wie immer kommentieren, liken, teilen, Glocken drücken, schaut sowohl bei Deep Red Radio vorbei, als natürlich bei uns bei Viva la Movielusion folgen. Sagt uns auch, wie ihr die Folge gefunden habt, vor allem, ob der Stefan ab und zu mal öfter vorbeischauen soll und insofern der Stefan das natürlich ja will. Und ja, natürlich, ich mag mich nicht aufdrängen, aber wenn die Leute jetzt keine Qual im Ohr haben, dann ist es schön. Niemals, Stefan, ich hab dir doch schon mal gesagt, du hast eine der wunderschönsten Stimmen, die ich je vernommen habe. Oh, und danke, mein Schatzi, Busi. Und bei uns sind immer sehr leidensfähig mit uns. Also von dem her darf das auch kein Problem darstellen. Ja, und dann sage ich wie immer, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Servus. Tschüssi, Schnucki Putzi.